Liebe Freund, Ante ist unser Gast, Iv Jachnowitz, aber kein Geschmack im Mechulen wird sie Ante nicht Zigaretten. Sie wird uns erklären und erzählen wegen dem neuen Buch, wo es wird in Gichen erschienen, du in Amerika, ja? Ja. In der Emerson ist das Buch nicht kein neuer. Das ist eine Übersetzung von einem alten jüdischen Buch von Fania Livando von Wilne, noch vor der Malchume, aber ist dort, weil kennen Zigaretten der jüdischen Machulam, euch die, die kennen nicht jüdisch, und wo wollen sich auslernen die ganze Maluche von dem englischen Buch. Es bietet, ich erzähle, wo stellt man sich vor, das Buch, wo ist die Geschichte ein bisschen von dem Buch, und wer ist Fania Livando? Alle interessante Frage ist, und eine Sache, was wir kennen nicht so gering entfernen, weil versteht sich, Fania Livando ist gewesen zwischen die Kedoshim, die sind umgekommen in der Milchome, und keine Sache wissen wir nicht. Wissen wir ja aber, als sie ist gewesen die Eigentümerin von einem Restaurant, was hat geheißen vegetarisch-diätischer Restaurant. Das ist gewesen in Wilna. Das ist gewesen in Wilna in der Schulhof. Es wird der Mond in Lucy Davidovic's Memoiren von jener Zeit und Ort. Lucy Davidovich, der Mond, als alle Aspiranten in dem Jivo haben lieb gehabt essen in Wolfs, was ist gewesen a fleischigen Delikatessen. Dort noch mal lieb gehabt zu essen, euch hat unsere Poeten und Schreiber, in Akteuren. Und sie sagt, der Chagiv ist euch gewesen in Schulhof, ein vegetarisches Restaurant, Fania Livandos. Wegen Fania, trotzdem sagt sie gar nicht wegen Fania Livandos, aber es wird der Mond. Livando ist gewesen die Eigentümerin, sie hat euch gelernt Kochklassen in dem Wilne Freuenverein. Und sie hat euch gelernt, kuschere Kochklassen auf dem polnischen Schiff Batory, was ist gefahren in New York und zurück. Das ist gewesen Kuscheressen. Kuscheressen, für jeden. Batory ist nicht gewesen kein jüdisches Schiff, versteht sich, es ist gewesen ein polnisches Schiff. Aber genug jüdische Passagiere sind gewesen, also es hat gelohnt für sie zu denken, Ein jüdischen Kucher. Ein jüdischen Kucher, was soll ich kochen, ich lernen. Sie hat gewollt, als jüdische Balabuste sollen sich lernen, kochen, vegetarisch essen. Leute, sie ist das Siebe gewesen, weil das ist die gesinnste Sache. Sie ist euch gewesen ein bisschen interessiert in der Minion von Zar Balachayim. Das hat sie der Mond, also das ist ein jüdisches Prinzip. Und mir ist interessant, als Fania ist sehr moderne, sie der Mond in dem ersten Paragraph, als wir wissen von den höchsten medizinischen Autoritäten, als vegetarisch Essen ist das gesündeste Essen. Und wir wissen euch von unserer jüdischen Tradition, also das ist das beste Eufen zu leben. Sie bringt zusammen die jetzige futuristische medizinische Autoritäten und bindet sie zu neu mit unserer jüdischen Tradition. Nu sind in Arois, in Zegen an Arois, in der Terroib nicht tausender Bücher wegen Kulinare bis solche Möchet vegetarische. In die bist am Mumchen die Sachen weiß ich, Bichlal wie ein Forscher, nicht nur wie ein Übersetzer, in ein praktischer Kechern, ja. Ist darüber, ist du Bichlal ein Unterschied zwischen jener Kech, vegetarischer und heintiger? Und Wiener, das Buch heißt, auf Englisch heißt es The Wilna Vegetarian Kochbuch, aber auf Jiddisch ist das Buch gewesen vegetarisch-diätischer Kochbuch. Und es ist gewesen ein Kochbuch, man soll kochen die Sachen und werden gesund. Aber die Rezepten, was werden gefunden, sind reich mit Pitter, mit Smetane, mit Fett, mit Käse, mit Zucker, versteht sich, mit weißem Mehl.
es ist nicht, was man wollte gefunden, wenn man wollte geöffnet ein heintiges Buch wegen gesund essen. Ich sehe, du hast gebracht noch ein paar Bücher, alte Bücher, euch hat Fahrt mal jüdischer Reus wegen Kicherei. Es ist öfter, was du ins Bekennen mit die, du ein Kochbuch für Gesundheit, und du hast echt etwas, ein kulinarisches Buch. Bitte, erzähl ein bisschen wegen die Ausgabe. Das ist ein Kochbuch für Gesundheit. Das ist von Lena Brown und das ist heraus in New York in 1931. Das Buch ist relativ kurz, ist 80 seitlich, aber ich habe das Buch sehr lieb, weil Lena Brown will als Jiden sollen haben eine Gelegenheit zu machen, alle jüdische Sachen, was fällt sie jetzt, als sie sind geboren Vegetarier. Dort hat sie ein Rezept für gefüllte Fisch, vegetarisch gefüllte Fisch. Vegetarisch gefüllte Fisch. Und das ist gemacht von Oysterplant. Oysterplant ist auf Jiddisch Ziegenbärdel, auf Englisch Salsify oder Goatsbeard auf Altenglisch, Ziegenbärdel auf Jiddisch. Das ist eine Wurzel, ähnlich zu einem Meer oder einem Pasternak. Es hat ein bisschen Atem und ein bisschen ein Maulgefühl, was ist ein bisschen fischlich, dafür heißt es auf Englisch Oysterplant. Dort hat sie euch ein Rezept für gefüllte Vegetable Turkey. Das ist geschrieben geworden in Amerika. Und versteht sich, Turkey ist gewesen ein Indik. Aber kein Indik ist nicht du dort, ja? Kein Indik. Du sagst nicht gefüllte, nur gefehlte. Du sagst, sie fehlt ein Indik. Ja, gefehlte Indik, sehr gut. Fanny's Jiddisch ist Leitischer. Sehr leitisch Jiddisch. Und Reisen hat das der Mond in seiner Rezensie von ihr Buch, was er hat geschrieben in Wilner Tag in 1937. Er bemerkt, dass die Rezepten sind wunderlich, aber das, was gefällt ihm zum Besten, das, was ist ihm zum Herzen, ist, als ihr Jiddisch ist ein leitische Wilner Jiddisch. Nun, alleweil finde ich so geworden, und ich rekommendiere unsere Lehner. Und wie wird man kriegen das Buch? Mit Stamme wird man das Buch kriegen, in Bücherkrämer und online. Nun geht es Dank dir für deine Erzählung, und wir warten nicht nur Lehnen, nur euch versichern etwas von dem Machulam. Und möglich, dass die wissen, sie euch helfen in dem. Ich hoffe es ja. Dank. Dank.